So, die nächste Nummer heißt Radikal und handelt von einem radikalen Alltag, den ich so manchmal erleben muss, glücklicherweise bisher überlebt habe. Schauen wir mal, wie es war. Hey, yeah, yeah, yeah. Oh, 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 mambo, bodo, zombe, yeah, 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 aua, aua. Yeah, yeah, yeah. Seit ein paar Wochen habe ich das Problem, ich kann ja kaum noch sitzen. Das tut so weh. Die kleinste Arschberührung bringt mich schon zum Schwitzen. Oh weh, oh weh. Der Doktor sagt, da kann man schon was machen. Geh in Praxis rein und dann lass mal's krachen. Ich muss die aufschneiden, mit dem Laser operieren. Nur bevor ich anfange, musst du dich radikal rasieren. Herr Doktor, am Arsch rasieren? Oh nein, das pack ich nicht, wegen meiner Männlichkeit. Er schaut mich mitleidig an. Ich schmeiß die hinter mir zu. Und ich sag, na, geht mir nicht. Ich bin doch nicht blöd. Ich dreh mich um und geh weg. Denk mir nochmal mit mir nicht. In meine Augen blitzt die Wut, mein Schritt ist ungelenk. So geht's dahin. Kommt auf mich ein Nazi zu mir, Fahndel in der Hand. Meint er wirklich mich? Unsere Kameradschaft, sagt er, die macht dich wieder gesund. Weil so wie du ausschaust, bist du echt am Hund. Du kannst ja unsere Weltanschauung einfach ausprobieren. Nur bevor du mit uns marschierst, musst du dich radikal rasieren. Ich schaue ihm tief in seine stahlblauen und trotzdem sehr leeren Augen, erkenne die schwach wachsende Grütze unter der Matte und sag, schau Alter, ich muss mich nicht rasieren für deine geschissene Ideologie. Ich habe eine bio-barrierefreie Glatze für schönes Wohnen, für schnelles Abtrocknen und solche Trotteln wie dich verspeise ich zum Frühstück. Er schaut mich ein wenig verständnislos und verloren an, eine Träne im Knopfloch, ich nutze die Situation, um zu entkommen. Ich dreh mich um und ich sag, na, geht mir nicht, ich bin doch nicht blöd. Ich dreh mich um und geh weg, denk mal normal mit mir nicht. Ich lass den Trottel stehen, such langsam das Weite. Was für eine Pleite. Ich setz mich unter den Ahornbaum, lass Gedanken schweifen. Pläne müssen reifen. Eine sanfte Stimme neben mir spricht von Gottes Plan, dass jeder, der bereit ist, dort teilnehmen kann. Ich sollte mal den Dschihad einfach ausprobieren. Ich müsste mich doch dazu nur radikalisieren. Sprengstoffgürtel von Dior. Na, nicht für mich. Ich lass den Trottel stehen. Und ich sag, na, mit mir nicht. Ich bin doch nicht blöd. Ich dreh mich um und geh weg. Denk mal normal mit mir nicht. Und ich sag, na, mit mir nicht. Ich bin doch nicht blöd. Ich dreh mich um und geh weg. Denk mal normal mit mir nicht.
Dankeschön.